alle Vertreter von der Presse, wir begrüßen ja schon bei dieser Pressekonferenz vom Nationalvorstand von Montgebel. Ich so nicht merci für Ihre Präsenz. Moin, wir haben gerade angefangen. Noch nicht verpasst. Ganz große Merci für Ihre Präsenz heute Mittag, weil das ein eigentliche reguläre Nationalvorstand von Montgebel mit diese politischen Positionen, dann aber auch ein wichtiger Nationalvorstand, dass die letzten für Sommer und dafür sind wir ganz froh, dass da zahlreich dabei sind. Gut, wir können aber mein Schloss lesen. Wir sind froh, dass da sind. Ich weiß, dass auch politisch viel los ist im Moment und die sind auch alle gut viel beschäftigt sind. Das bedeutet natürlich auch, dass wir viel beschäftigt sind und dafür im Sommer flott, dass er dabei sind. Und dann noch an einem super klimatisierten Gebäude. Wir hatten schon am Sommer eine Pressekonferenz, an dem wir mich schon entschuldigt, es geht warm. Dafür, mit dir wisst doch, die sind alle schon da gewesen bei der Pressekonferenz vom Komitee National. Das ist so viel Matja. Ich versuche Ihnen doch kurz zu machen, an heute das Wesentliche zu bringen. Wenn man so einen letzten Nationalvorstand für Sommer, also doch immer ein bisschen den Zeitpunkt für eine Bilanz zu ziehen, von dem, was das hier passiert ist, sondern letzten Monat, an mir stelle fest, dass wir viel Arbeit hatten, dass eine starke Gewerkschaft gebraucht wird, auch an den politisch movimentierten Zeiten, an denen wir sind. Wir sind froh über diesen Ansatz an den letzten Monaten, noch das Jahr, auch an den Tripartiten. Und ihr wisst, dass die Tripartite doch ein ganz wesentlich für uns war, weil du eine ganze Reihe Mesuren getroffen sind, die Leute, die wir vertreten, direkt konzernieren. Also natürlich all die schaffenden Leute und Pensionäre zu Lützeburg Entlastungen für die Menagen an eine ganze Reihe wichtige Punkte. Ich gehe nicht mehr darüber an, das tun wir alle heute schon durch, aber ganz wichtig war natürlich für uns, dass wir an der Tripartite-D'accord ein Bekennen von allen Partnern, Sozialpartnern wie die Regierung, zum Indexmechanismus haben. Und das war ein ganz wichtiger Teil von dem Akkord. Wir haben aber auch Bekennen zu dem Fakt, dass Leute an einer Kaufkraftkrise stürzen und dass wir weiterhin die Menagen müssen in den Arm greifen. Und das ist auch geschieht mit dem Weiterführen vom Plafonnement von den Energiepreisen. Das kennt ihr alles. Aber auch all die anderen Mesuren, billigen Akt, all die Mesuren auf dem der Deduktibilität, auf den Zinsen für die Leute, die prähypothekär haben, die aber auch den Kreditimpo für Trevisempfänger, die weitergefordert wird, das sind alles ganz wichtige Sachen. Ein anderes wichtiges Element von der Tripartite war ja, wie ihr wisst, für den Montgebel, die Frage von der Anpassung vom Steuerbarem und Inflation. Wir haben auch die Morgen als Nationalvorstand rekapituliert, dass Montgebel wirklich der war, den assistiert hat auf den Punkt, da wir gesagt haben, gut, es gibt eine ganze Reihe Fragen an der Steuerpolitik, die müssen geklärt gehen. An dem Stadium, wo wir los sind, wo wir annonciert wurde von der Regierung, könnte keine Steuerreform, muss ob manst etwas passieren, weil über die ganze Zeit von der letzten Mandatur haben alle guten Leute ganz viel Abbuße gehabt, ob ihre Kaufkraft durch das Phänomen von der Kaderprogression, den ich nicht mehr erklären, dann nicht mehr drüber gehen, weil da tun wir ganz viel gemacht an den letzten Monaten. Aber das war für den Montgebel ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben noch immer betont, dass hauptsächlich Mittelschicht und auch Niedrigsalären frontal getroffen waren von den Steuererhöhungen, die während der ganzen Mandatur passiert sind. Und dafür brauchen wir eine Anpassung vom Steuerbarem und Inflation. Aber wir kriegen einen Teil recht auf der Forderung. Nicht alles, was man durchkriegt, wie du wisst, aber eine Teil-Adaptation vom Barem passiert. Und das war ein wichtiger Durchbruch, weil wir aber nach ein paar Monaten für Drohnen und Tripartiten wirklich gesagt haben, das wäre No-Go. Das wäre Harakiri, wenn der erinnert, politischen, wenn das gemacht gehen, das wäre nicht machbar, nicht finanzierbar. Wem das da war gegangen, und ich will aber auch nicht verstoppen, dass es auch dank dem Druck von Montgebel und seinen Membern der Militanten war, dass man die Sujet auf den noch de Jour hatten, dann auch wirklich einen kleinen Schritt an die Richtung passiert. Du hast, wie du wisst, dezidiert gehen ab Januar 2024 wird der Steuerbarem
ein Deal und die Inflation angepasst, und zwar im 2,5 Indextranchen. Das war nicht das ganz, das hat bis passieren, mir ein Deal ist passiert. Und wir wollten natürlich aber schon von 2023 und mir das technisch nicht machbar gewesen, und dafür es gesucht gehen, da könnt für die Jahr 2023 für die Kahlprogression entgegenzuwirken, für dem Phänomen von der Adaptation vom Steuerbarem und Inflation gerecht zu gehen, ohne dass man technisch können machen, ein Steuerkredit. Ein Steuerkredit, den an der Höchst ist von dem, was sie reden, von uns, von all den schaffenden Leuten und den Rentner gekriegt hat, wann der Steuerbarem im 2 Indextranchen adaptiert gewesen. Und das war ein technisch schwierigen, umsetzbaren Exerzice, weil es ja quasi ein individueller Steuerkredit ist, in Funktion von der Höchst von der PAI, von allen Revenuen, in Funktion von der Steuerklasse, an der er sich befindet. Und das hat dann ein bisschen gedauert, bis das da umgesetzt ging. Und es hat lange gedauert. Und wir haben wirklich auch lange darauf gewartet, und wir sind ganz froh, zu sehen, dass nicht mehr spät wie den 29. Juni an der Chambre das Gesetz dann enfin gestimmt ging. Das ist vielleicht ein kleiner Schritt in Richtung Adaptation von Barem und Inflation, mit das aber ein wichtiger, noch ein symbolisch wichtiger Schritt, und das auch wichtig für die Entlastung von den Menagen und der Stärkung von der Kaufkraft von den Leuten. Und das war eigentlich der erste Punkt vom Nationalen Vorstand, dann auch den, wo wir aber wollten noch vorstreichen, dass wir froh sind, dass auch dank unserem Druck und unserem Ansatz, das tut passiert, dass der Tisch als Gesetz gestimmt, könnte also zu der Adaptation von Barem ab Januar 2024 auf das Jahr 2023 zu einem Kreditimpo, sie nennen Kreditimpo Konjunktur, und dann entspricht, wie gesagt, dem Äquivalent von einer Adaptation von 2 Indextranchen. Wir haben noch ein OGBL News, wenn der Zuhle genau will, und ich kann noch einen Teil durchgehen, dann dauert es noch nicht lang, von dem, was heißt, von dem Steuerkredit wert sind. Lo gilt den 12 Monate vom Jahr 2023, das ist Almond Krämerin, und für die Monate, die lo schon passé sind von diesem Jahr, geht es dann lo ab der Applikation vom Gesetz sozusagen eine One-Shot von Januar bis dem Moment, wo in den an der PAI dabei kriegt von dem Steuerkredit, und das ist aber eine Entlastung an der Hölle, da war auch in der Situation, wo man dran sind, wo alles immer mit daher geht, aber wo Leute aber wirklich massiven Depensen konfrontiert sind, ein bisschen zu entlasten. Wir sind natürlich, schweiz man nicht mehr nimmen von der Erhöhung von den Energiepreisen, die man ja wirklich um eine gute Art und Weise aber kompensiert oder gedeckelt kriegt an der Tripartite. Wir wissen alle gut, dass Lebensmittelpreise auch an die Lut gegangen sind, dass es wirklich drin an seinem Portemonnaie spielt, bis die Mittelschicht ran, und dass das hier aber schon ein Teil dem Ganzen entgehen kann. Und das war ein wichtiger Moment für uns, noch ein wichtiger Moment für die Bilanz zu ziehen. Und als so als ewigste Gremium von der größten Gewerkschaft im Land, weil wir haben viel geschafft, und das war auch wichtig und nötig, und wir werden weiter viel schaffen, und leider geht es dadurch, oder gut, geht es dadurch nicht aus, wir haben viel Defien auch für uns. Weil lo sind wir auch letzten Nationalen Vorstand für Sommer, mit auch den zweitletzten für die Chamberwahlen. Und da wisst ihr, dass das auch vieles bedeutet. Am Oktober wird die generalpolitische Orientierung für das Land festgelegt und dezidiert. Die Wähler werden entscheiden, in welche Richtung es soll gehen. Und das betrifft uns alle. Natürlich, also Gebel sind wir direkt konzerniert als echt Repräsentation von den schaffenden Leuten und den Pensionierten. Also da ist ganz wichtig, dass hier eine politische Orientierung könnt, die am Sinn von den Leuten ist. Und da sind Hunderttausenden von Leuten betroffen, schaffende Leute in allen ökonomischen Sektoren, Lützeburger oder andere Nationalität, Resident oder Frontalier, aber auch hier Familien, Rentner, Jungleute sind alle gut konzerniert direkt von dem, was da dezidiert wird. Und dafür invitieren wir also auch, wie man so an die Kampagne elektoral für die Parlamentswahlen. Wir sind den unabhängige Gewerkschaftsbund, wir sind parteipolitisch unabhängig, wir so ein Dat, was wir zu so haben, wen wir zu so haben, zu wem wir zu so haben.
wir sind nicht politisch neutral und das geht auch nicht als Gewerkschaft, das kann ich nicht sehen. Und dafür werden wir auch, und das tun wir auch gemacht, da werden wir auch weiterhin als Messagen gehen. Da tun wir lo, für kurz, ihr Schmatt gedeelt an einer Pressekonferenz, da hatte man eine Broschüre geschrieben mit dem, was mir mengen, was eigentlich die wichtigsten Punkte an den Wahlprogrammen von der Partei müsste sind. An mir hun als du schon müssten reduzieren ob die allerwesentlichst aus weil mir hun natürlich viel mehr als Programmatik mehr das können wir ja nicht op Bayer fassen für alles Member zu verschicken und Parteien zu verschicken dafür Hummer ein reduzierte Programm versicht doch a kurzer Form Bullet Points zu delen op Eisen Care aus so politische Prioritäten für die nächste Regierung respektive Parteien die das sollen dann hier Parteiprogramme integrieren so gut es geht mir schwatzen über Dabesrage die wird Dabecht vu moi iwwer Weiterbildung an d'Ausbildung mir schwatzen iwwer Steuerpolitik chlor iwwer d'Inegalitéiten ha am Land an Darmut natürlich Rotlin vum Gebelden Index dat iwwerrascht der net mir schwatzen awer iwwer Sécurité sozial an Santé Logement ein Krise die man wirklich auch musssse behewen d'Education d'Egalität zwischen Männer und Frauen stark öffentlich Dingste an Wichtigkeit von der Stärkung vom Sozialdialog. Kilo heißt so sehr drüber, weil man schon eine Pressekonferenz zum Sujet gemäht hat und das alles schon normalerweise gesehen hat. Und da tun wir ein paar Bayer, aber das ist eigentlich l'attention von allen unseren Membern, weil das können dann an unserem Magazin, dem Aktuell, lo haut oder moi, mengen ich raus. Und dann kann alle sich das angucken und da das ein bisschen das, was mir so, wir machen keine Wahlrekommandation für eine Person oder eine Partei, wir als Wahlrekommandation, also ich gucke die Statuten an den Statuten erfüllt, die Leute auf der richtigen Linie, an denen möchte eine Politik für die Leute. Und dafür geht es um die Leute, es geht um die Members, wir gehen doch verdelen, wir haben dann unsere Entreprisen, die Delegationen und so weiter. Wann dir interessiert sind, wir können ja auch den elektronisch checken, der hat ein paar Bayer Kredit, wir können ja dadurch elektronisch zuschicken lassen. Das für die Leute, mit das aber natürlich auch für die Politiker, das wisst ihr, und dafür haben wir auch und alle politischen Parteien verschickt. Und wir haben so auch, also das ist ganz eng Novelle, weil das dann nicht öffentlich mitgedacht wird, wir haben die Parteien auch gesagt, wir geben ja gerne mit ihnen austauschen und da am besten für uns im Komitee National, das leider auch können mitkriegen live, was die Einzelvertreter so und dafür haben wir die Einzelparteien invitiert auf ein Table Ronde, wo wir dann auch gucken durch auch da können man nicht das ganze Programm durchholen, aber durch die Hauptsujets, die uns konzernieren, die uns interessieren, die als Prioritäten sind, wollen durchgehen an der Table Ronde. Und die Table Ronde soll den 13. September hier an der Maison du Peuple Overs, wo wir hoffen, dass alle Parteien Vertreter schicken, für do eine animierte Debatte können zu den Hauptsujets feiern. Schon hier quasi durch den Inhaltsverzeichnis von der Broschüre gefordert. Natürlich sind Sujets wie Digitalisierung an auch Ökologie und Transition juste ganz wichtige Sujets, die sind transversal von sich an all den anderen Sujets herum, weil das gehört zu dem großen Ganzen und kann ich nicht über Klimaschutz und Umwelt schwätzen, wenn ich das nicht möchte am Bereich von der Arbeit, am Bereich vom Logement, am Bereich von der Steuern, am Bereich von der Kampf gegen die Inegalitäten etc. Sodass man auch de Moien als im Komitee National nach Reinkeier der Toten präsentiert und diskutiert hun an de Constat müsste man dass man du pain sur la planche und wie in Französisch da viel Arbeit auf den einzelnen Chantier d'Office hun an die dat konkretisiert sich schon lang dummer dass man gesehen hun das kurz nur dem man auch als Revendikation Republik gemacht hun von der anderen Seite von den sogar so von der Arbeitgeberseite eine Reaktionquoten oder engagement Propositionquoten Duell wieder gesehen hat oder verfolgt tut war kurz drauf man einer Pressekonferenz visibel
wo sie sich hier Point de vue durchstellen, und wir sind auch die neuen Enker durch hier Forderungen oder Visionen gegangen. Et muss aufhängen dummer, da das Duell als größten Arbeitgeberverband zu Lützeburg als Sozialpartner vom OGB an nationalen Gremien als Verhandlungspartner auf allen Ebenen Jo an Eisenhahn auch ein ganz Reihe gemeinsame Interessen hue dann een von denen als bisschen de Motto von ihrer Publikation an der das Penurie de main d'oeuvre. Wir wissen, dass man quasi Flaschendecken an allen ökonomische Bereiche Leipzig an Personal Fachkräftemangel hun an der das auch ein bisschen das Slogan von ihrer Publikation Sustainable Talents, obwohl man auch bedauern, dass man immer lo von Talents schwatzen anhand ruhige Menschen, die man brauchen an sich an professionelle an alle Sektoren, und sie sollen noch sustainable sein. Ja, wir hoffen natürlich aber auch, dass Arbeitsplätze machen, dass sie können durabel durchhalten, also dass Arbeitsbedingungen an Paien nicht erlauben, dass sie eben hier Lützeburg Arbeitsmarkt können gehen. Wir bedauern aber dann, dass okay, wir machen den Kurs, da wir sich Leute, wir haben eine Penurie de main d'oeuvre, dass Solutionen vom Patronat von Lützeburg an Eisenhahn eigentlich leider ich dann auch aufschrecken, die Arbeitsplätze zu Lützeburg zu sichern, wieder zu finden. Und dazu gehört, dass halt hier Solution die ist, dass es Leute mich flexibel will schaffen lassen an Termen von Arbeitszeiten, ein bisschen so ein, ja, wir können uns nicht so rigid und Plan halten und Arbeitszeitorganisationsplan, wir brauchen mehr Flexibilität, der kennt das Thema, dass das Lesung soll sind allzeit ersetzbar an zurückrufbar sind für den Patron an Eisenhahn statt Arbeitsplätzen ist damit unattraktiver, mich schwierig auch, weil es immer mehr unkompatibel wird für die Konziliation zwischen Berufs- und Privatleben. Aber gleichzeitig aber auch nicht für die Attraktivität von den Beruf versucht, auch an Eisenhahn nicht up-to-date, dass das an dem heutigen Kontext noch viel zu bringen. Sie schwätzen noch von einer Flexibilisierung von dem Form von den Arbeitsverträgen. Wir sind als Gewerkschaft immer noch, werden immer eine Priorität auf den Contrat de Travail à durée indéterminée setzen, da das für uns den inscription Arbeitsvertrag, den soll gelten, und wir wollen noch, dass so viel wie möglich auf CDI zurückgerufen wird, auch wenn wir hören, ein UL, die sieht, wir wollen eine Flexibilisierung von der Form von den Arbeitsverträgen, dann ist das für uns echt der Alarmglocken, die lauten, und so, wir wollen mehr auf prekär Arbeitssituationen, zeitbedingten Kontrakten, an unsicher Zukunft für junge Leute, die an den Sektor wollen kommen. Ein großen Punkt, und da das für uns manchmal von den größten Knackpunkten, den sie auch hier wollen, als dass sie wollen das Pensionssystem reformieren. Und du hast es ganz einfach, du sagen sie, wir wollen, sie hat 2 Punkte, wir wollen das Leute wie lange schaffen gehen. Und wir wollen, dass die mit den höheren Payermänner arbeitsholen, also Pensionssystem. Ja, das ist natürlich ein bisschen der Kontra von dem, was wir meinen, dass der richtige Weg ist für den Lützeburger Arbeitsmarkt mehr attraktiv zu machen, mehr auch für unser Pensionssystem zu perenisieren und aufzusichern. Und ich komme noch darauf zurück, mir das wird sicherlich Sujet sein. Bei den Steuern auch, als hier Forderung mehr Attraktivität fiskal für die Entreprisen, wobei wir an der letzten Regierungsperiode 2 Steuersenkungen für die Entreprisen erlebt haben und eine ganz Reihe Steuererhöhungen für Personen Physik. Wir sind eigentlich der Meinung, dass der Kontra muss passieren, dass so endlich mehr Steuergerechtigkeit muss zwischen der Person Physik an der Steuerfrau insgesamt passieren, mehr Gerechtigkeit zwischen der Besteuerung auf Revenuen und der Besteuerung auf Kapitalerträge. An dafür als das bisschen nicht nur zu vollziehen an Eisenhahn.
Kleine Punkt, wo man ein Gemeinsamkeit tun, das ist auch interessant, dass die froh vom Teletravail, da präkonisieren sie aber auch eine Harmonisierung von der Regeln mit den Notbeschleiner für den Teletravail können zu optimieren. Da sind wir auch da mal ganz kurz drauf angegangen, an einem Satz gesucht, der tut Matkret, mir sie ganz froh darüber, dass das Reglement 883 zu dem, und ich betone, just der Sécurité sociale vom Teletravail zu einem Akkord Fond Ginas sowohl Lützeburg unterschrieben wie Belgien und Deutschland hat ja schon unterschrieben, dann ganz rezent auch Frankreich, sodass man mit diesen 3 notbeschleineren Länder sind, dass auf dem Deal, ob man den Seuil von den Stunden, die machbar sind für die Sécurité sociale am Teletravail erhöht gehen. Lo sind wir also da in einer Situation, wo wir lo bisschen können Luftdruckreihe für den Teletravail. Ich betone wirklich, dass just den Volet Sécurité sociale, das ist die ganze Fiskalität, das noch nicht konzerniert, und das auch just, was den Teletravail belangt. Wir gesehen aber, dass man auf jeden Fall, egal wie es weitergeht, da schwere Zeiten kommen, dann auch weiter Attacke von Patronatsseite, da werden erleben, und als weiter müssen ersetzen auf allen Niveauen für die Interessen zu verteidigen von den Leuten. Und das gilt auch politisch, und darüber sind wir auch die Neuen ergangen. Einen großen Volley von der Politik, die hier im Land gefolgt wird, so wie in allen europäischen Ländern, als natürlich das, was von der Europäischen Kommission vorgeschrieben gehen ist. Wir sind momentan voll an dem Prozess Semestre Européen, wo wir die Bresler Rekommandation par Pays durchholen, zusammen mit der Regierung und mit der also mit den Patron. Und wir sehen da, ob es durchkommen, dass Zeiten nicht mehr einfach Werte gehen für Lomo Leif, als direkt an einem Satz gesagt. Mehr effektiv als die Europäische Kommission schon ein bisschen zurück, ob da froh von dem Spuren rekommandiert Länder mehr auf Bremse zu drücken, an der Grunde ein bisschen zu drehen. Wir hatten während Covid und noch danach die Escape Clause an der Regel budgetär, wo Lodrup los op de Weh geloet gët fir zurückzukommen zu den budgetären Regeln an de Länder von Europa an wat da bedeutet, dass das mis mir losgefu geht, an der das aber an neuen Hand total kontraproduktiv, weil wir miss lo kontrazyklisch agieren an die Investimenter heichhalen an budgetär du net op Spur brems drücken, weil dat feiert zu dem, wat man erlebt hun nur der Lascherkrise, Weltwirtschaftskrise, die wo an alle Länder nur der Krise Austeritätspolitik betrieben gehen das mit ganzen fatale Konsequenzen, sowohl auf sozialen Plan wie aber auch auf wirtschaftlichen Plan, an der das sie auch belohnt, an natürlich auch politischen Plan, weil das Frustrationen herhilft. An Demos Hummer die Austeritätspolitik ganz hart erlebt hat Lützeburg, das war dann hat dem demische Minister Luc Frieden den 2012 den ganzen Spurpark genannt Zukunftspark auf den Tisch gelöst hat für man eine ganz große Reihe und Spurmesuren, die Leute direkt betroffen haben, mehr warnen dafür drin. Geht nicht mehr so man muss durch. Das können wir auch nicht machen, dass wir wirklich das kontraproduktiv, was wir können machen für uns und Generationen nur als lo unzufangen an den Polykrisen, an denen wir uns noch befinden, an einer hoffentlicher Sortie de Krise en vue zu so ein Logimagens fangen Austerität zu machen. Das wäre wirklich de falsche Message und dat aus dat wat den nationalen Verstand gewollt so. Und wann Europa als Rekommandationen gibt, wo man können spuren, da sind wir gewinnt, mit dann hun sie immer die gute Idee, über das Pensionssystem zu klappen. Okay, da das auch nicht neu für uns, das ja alle Jahre wieder, Hummer die Attacke, wo du geredet gehen, aber am Moment das leider so, dass das sich an einer allgemeiner Stimmungsmache du andere Pensionssystem abbett.
muss ich noch so, dass Vertreter von Patronat auch sind da eine Reihe meint, nur 4 gehen also wir müssen also Pensionssystem reformieren. Wir erleben noch, was an Europa passiert, an anderen Ländern, wir gesehen ein bisschen an die Richtung, an die das soll gehen. Wir haben noch den Bilan Fehler von diesem Pensionssystem von der IGSS, den ich seht, abgepasst, kein Denke angehen. An alles das wollte mir einfach mal denken, ein bisschen mit Fakten widerlegen und noch weisen, die Stimmungsmache do, die erstmal für sich zu appräciieren. Das ist ganz wichtig, dass jeder sich bewusst ist, ob du baust, dass wann immer gesucht wird, wann alle Sterne so stehen, wie sie vorausgesehen, dass am Jahr 2070 eine Grandmauer erreicht wird, dass man do wirklich am Bereich von Kristallskugel sieht. Das nicht das haut nicht voraus. So, bei all die Projektionen, die auf 50 Jahre gemäht gehen, die haben sich auch in der Vergangenheit immer als falsch herausgestellt. Was ja ganz normal ist. Wenn wir mal gucken, wenn in Haut am Jahr 2023 steht, 2027, wann all Pronostiken so ausgesehen wie Haut, da waren Leute an der Moyenne X kann er kriegen, an Produktivität an der Moyenne Y an den Emploi sich an der Moyenne Z entwickelt, dann könnte es sein, dass man 2027 denkt an die Reserven. Ja, das ist ja einfach zu veranschaulichen, wenn man sich vorstellen, 1973 hat gesagt, am Jahr 2023 gesagt so aus, da wissen wir ja, den hat ja total daneben gelehrt. Und allein die letzten 3 Jahre müssten uns so weisen, wo man Covid-Pandemie, Krieg in Europa, man geopolitische Konsequenzen, Energiekrisen, Handelskonflikte an der ganzen Welt, wenn in das alles guckt, wo ihr nicht viel rausgesehen war, da weiß ich, dass es ganz schwierig kann so wird sich um so eine lange Zeit, ob man es weiterentwickelt. Und dafür sind wir nicht froh mit der Science-Fiction, also vielleicht auf anderen Niveau, nicht an der Berechnung von den Pensionen, mir so wir gucken, was lo haut an der kommenden, an einer vorausschaubaren Zukunft riskiert zu passieren und du siehst mir in einer komfortabler Situation. Ne? Und das muss ich aber auch einfach so als Widerlegung zu der Schwarzmalerei, die passiert. Wir haben da als Beispiel, also du gehen nicht ganz viel Zahlen, die dadurch widerlegen, wir haben ja die Reserve vom Fonds de Compensation, die alle gut kennt, die man haut tun, die ganz komfortabel sind, an die also Lohn erlauben, sind bei 23,4 Milliarden Reserven im Fonds de Compensation, wo ein Result von 1,5 Milliarden von der Pensionskiste beikommt, das ist mir bei 24,5 Milliarden Euro, also ich meine, das ist schon vorbildlich, auch im Vergleich zu anderen Ländern, du hast de Moien ausgeraschen kind, dass man do der Haut nach könne 4,29 Mal alle Ausgabe von der Pensionskiste couvrieren. Also wir sind net am Zugzwang, muss man mal so sagen. An auch die Panik will man bisschen rausholen und das ist wichtig, dass man das betonen. Au contraire sind wir der Meinung, dass muss die Sache redressiert gehen. 2012 wird die Lastpensionsreform d'ailleurs auch auf Projektionen basierend, die Demos gemacht gesehen, die 10 Jahre noch schon falsch sind, also total falsch, also unnötig waren, die dort eine negative Pensionsreform zu machen. Und die Pensionsreform, die hat dann eine ganz Reihe Verschlechterungen mit sich gebracht. Auch du will ich nicht heute mitten drauf angehen, mir wann dir aber interessiert, denke zu gesehen, was man alle gute verlieren und Generation nur als durch die Pensionsreform 2012 gibt es den exzellenten Eco-News von der Chambre des Salariés, die von der Europäischen Union, damit kann den noch schicken, den das ganz gut resümiert, auf der ersten Seite gesiedelt wird, schon allein durch Deteriorationen, die durch Pensionsreform 2012 passiert sind, als mit einem Durchschnittslohn, wenn in dem Pension nur der Reform gut am Vergleich zu 400 Reform als 13% mehr niedrig wie 400 Reform. Das mischt viel Euro aus, auch für Retraitierte hier im Land. Dazu könnte die zweite Mesure, den Non-Reajustement intégral, den auch an der Pensionsreform dezidiert gehen ist, aber wenn dann dieselbe Salari hält mit einem Durchschnittslohn, dann ist den, wenn er 25 Jahre an der Pension war 400 Reform oder 25 Jahre an der Pension als nur der Reform, da verliert er bis zu 32%, da sind wir im Bereich auf 400.000 Euro, die ein Mann Rand kriegt wie 400 Reform von 2012.
Wir sind der Meinung, das war falsch und das war auch nicht nötig zu dem Zeitpunkt und das ist da müssen den Haut ab es mal für die Mindestgrenze erhöhen, für die doten Elemente zu reajustieren, wie weiter in Richtung Verschlechterung zu gehen. Und da auch nach zu der UL hier Lesung für die Pensionen als dann den Zutenabilität von dem Pensionssystem an dazu gehört okay Kotisationen erhöhen und da tun mir auch immer gesagt den Dach wo alle Strecke reißen auch wo man wirklich mussten ab es erholen weil man an Zugzwang kommen dann haben wir ganz rein mesuren und dazu gehört auch Kotisationen erhöhen notwendig ist du so sie ob Fall obwohl man do von den niedrigsten Toren am europäischen Vergleich sind mir wat wollen sie ja den Alter an Blut setzen wo man an Pension gehen. Und das gehört, das soll dann auch zu der Attraktivität von unserer Ökonomie, unserer Berufe feiern. In Alter und Blut feiern, weil wir ja alle gut im Ideal gehen. Der Carlos Pereira, zuständig für den Dossier bei Mogebel, den erkannt, den hat das Moin aber auch gesagt, dass die Espérance de Vie do relativ zu gesehen ist, weil man war auch von der Espérance de Vie zum Teil an Blut gegangen ist, und danach just zum Teil dann also den Espérance de Vie, aber nicht en bonne Santé. An der gucken ich all die Sektoren, die gedrungen haben während Covid, wo man applaudiert und an der Premiere Linie, an die Konditionen und die richtig schwarz sind, an Löhnen, die richtig niedrig sind. An denen so mal, du gehst ein bisschen mehr lang schaffen, an die schockrank geschafft sind, weil da ja alle gut im Ideal geht, dann ist das sicherlich nicht ein Faktor für mehr Justiz soziale und besser Qualität de Vie zu Lützeburg zu kreieren. Das ist den ersten Punkt, dann da wollen sie eben den Plafond kotisable Ruf setzen, dass die Reichen von der Männer müssen abbezahlen und so mir der Kontra muss passieren, wir müssen, wann dann notwendig ist, etwas zu machen, Kotisationen deplafonieren. Und das wäre sozial gerecht. Finalement haben sie auch nach einen kleinen Punkt an ihrem Programm, also auch den, dass sie so, wir wollen den Prozessus de prise de décision an den Betrieberen bei den Patron lehren, das heißt, was von den Kollektivverträgen, weil da eigentlich konträr zu allen europäischen Rekommendationen oder Obligationen, die so, die mussten Tode Kuvertur von den Kollektivverträgen absetzen. An Apps was mir also Gebel schon lange vorderen auch do sind sie weiter war von allen soziale Gerechtigkeit von allen europäischen Rekommendationen so dass die vielen Eis nicht ausgehen und dann für resümiert dazu so in die politischen Wolle von einem Komitee national aufzuschließen wir werden sicher Diskussionen kreieren ob der Frau vom Arbeitsrecht wir brauchen eine Reformstauschen das schon oft gesucht Covid also lang gesucht ging durch Covid konnte man nicht vieles machen mit geht lo durch und geht wirklich Zeit dass man die Sachen verbessert kriegen wir brauchen die Diskussion unter dem Kollektivvertragsgesetz wir brauchen die Diskussion unter dem Arbeitszeitreduzierung wir brauchen die Diskussion unter dem Mindestlohn all die Frauen durch unter dem Plan manchen Emploi und so weiter und so fort. Wir werden Diskussionen über die Pensionen kriegen, das tun ich gesagt. Wir werden natürlich weiterhin immer Diskussionen kriegen über den Index, weil auch da gehen die Tage weiter. Mir du hast an einem Satz gesagt, für alles bleibt da dein Rotlinie. Es war immer das und wir dann bleiben. An du gehen also wie gesagt, Challengen nicht aus. An der letzten großen Dossier, den wir de diskutiert haben, ich meine ganz kurz, als Zeitgrenze, als den Frau von der Sécurité sociale und der Santé-Politik zu Lützeburg, weil das ja ein politisch brisantes Thema, wie der alle guten wirst, und du krämer matt wat lebt wir werden als du ganz stark du gehend wäre mir gesehen eng AMD aktuell an einer politisch Kräften an einer Stimmen aus der Gesellschaft die eigentlich alle gute Ruderen an Richtung von enger Kommerzialisierung von einer Gesundheit an der se den für uns nicht gangbar ist, weil das von den Deler von der Gesundheitspolitik und der man festhalten wir haben einen ganz starken öffentlich finanzierten solidarisch finanzierten Gesundheitssystem als Lützeburg an den das muss sich auch eins bewusst sehen, dass den als durch Krise gefordert wird und nicht zuletzt eben durch die Pandemie am Vergleich mit anderen Ländern.
weil mir eben nicht zugelassen, dass sich Leute Bereiche kommen mit öffentlichen Gelder auf dem Buckel von der kranken Leute. Und das muss man aufhören. Und ich so nicht, dass du gehen nicht ganz viele Kräfte, die du gehen wirken, an die Lodo von der Schwarzen. Wir müssen das ganz liberalisieren, für es zu verbessern. Und du hast die Kontraine, wir müssen es aufsichern, wir müssen es stärken, für du gehen zu schaffen, dass man nicht an eine Zwei-Klasse-Gesellschaft kommen, wo sich wirklich nicht mehr nach die Superreich können lesen, bei den Doktor zu gehen und andere Männer bis zu gewinnen. Das müssen wir heute zu Lützeburg verteidigen. So hat es aus, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind de Moyen do ganz dreif drüber gegangen, der Carlos hat den Rapport gemacht von der Quadripartit, wo sicher, dass da alles ein Thema ist, wo wir auch die für Verbesserungen von den Prestationen an dem Gesundheitswesen, an als wirklich Werte geht, all Verschlechterungen. Wir sind auch froh, dass die Ministerin von der Sécurité Sociale und der Santé haut so, sie geht Aufbau bei den Prestationen und sie auch stehen zum öffentlichen System. Da brauchen wir heute eine Stärkung von dem System und nicht eine Schwächung. Wir sind auch froh, dass es sich bewegt, das vom Tiers Payant, nennen wir heute heißt PID, Paiement Integral Direkt. Die wirst du halt mal schwätzen, dass dann sein Doktor Rechnung nicht muss integral viel bezahlen, mir eben do direkte Kuvertur kriegt über CNS. Das sind gute Sachen, mir egal wie, du hast viel zu machen, wir brauchen noch viel Verbesserungen von dem System, das muss ich aber immer arbeiten an einem öffentlichen Gesundheitssystem. Und das ist auch ein bisschen das, was der Plan National de Santé vorausgesagt. Das ist ganz rezent, als die präsentiert, gehen wir gestern Kommuniqué de Presse dazu rausgehen, oder vielleicht gesehen, aber du als den Mot d'ordre als den, es geht in die richtige Richtung, weil du hast eine politische Unerkennung davon, dass es muss an öffentlicher Hand bleiben und dass es nicht der ultraliberale Kräften geroden, dass es privatisiert wird und dann von privater Hand end. Mit muss auch noch alles umgesagt gehen und an Praxis gesagt gehen. Und da das sicher auch von den D4, von der Zukunft, auch von den nächsten Jahren, von der nächsten Regierung, auch vom Fidno-Gibel natürlich für anzusetzen. Wir sind nicht allein, wir sind auf europäischem Niveau selbst mit allen anderen Gewerkschaften. Veronique Ashton war Fidno-Gibel Kongress vom Europäischen Gewerkschaftsbund und hat das Moyen darauf angegangen, was da ein ambitiöses Programm vom EGB auf europäischem Niveau ist, den wir quasi ganz können erschreiben, alles Herausforderungen, die wir teilen, an ein EGB, den haut auch Abruf zu gewerkschaftlichen Aktionen. Und ihr seht, wir müssen als wehren an die Interesse von den Leuten stärken. Und du hast doch doof, wenn nach weiter froh sind, ich muss ein bisschen sehr drüber gehen. Mir sicherlich Challengen, die wir ganz in Europa kennen, an alle gute gemeinsam als Gewerkschaftler teilen. Und da sind wir für aufzuschließen an einem Komitee National, wie immer, ob die Einzelsektoren ergangen. Das ist viel, ich so nicht, dass viel las. So kann auch nicht alle Details gehen. Pur gut Novellen, als wir haben neue Kollektivverträge geschrieben, wo wir nicht waren. Auch das getanzt du ignoriert, dass wir auch aber immer am fertig bringen, auf Platz einen Kollektivvertrag zu verhandeln, wo es geht. Und in kleine flotte Beispiele, also aber ein kleiner Teil von der Goodyear, also das ist ein separat ASBL von der Goodyear, das sind Infirmien oder Gesundheitspersonal für Goodyear, die haben einfach nichts gehabt. Also die hatte kein Kollektivvertrag, die ist weder in Goodyear gefallen, noch in das Gesundheitskollektivvertrag. Da haben wir einen separaten Akkord auch Fond, wo die Leute dann ein Gride Salaire kriegen. Und die waren noch ganz mobilisiert und haben lange geschrien, war lange weh, aber so müsste gehen. Das ist aber so, wir am Kommerz kriegen auch mal am Handel, haben wir quasi dachtäglich neue Kollektivverträge, die wir unterschreiben. Das sind gut Novelle für die schaffend Leute. Wir haben aber auch mit schwere Dossien durchgeholt. Zuerst natürlich das Dossier von dem Bausektor. Da ging ich nicht drüber an. Jean-Luc de Matthias sitzt dahin, ist zuständig für den Sektor. Aber das ist sicher eine schwierige Situation. Auch da
Katastrophismus bist du betrieben, das gesagt, ja, der Bau geht schlecht, aber das muss ich ein bisschen relativieren, gell? Weil der Bau ist nicht just der Logement, der Bau ist auch der Straßenbau, Genie Civil, alles das, wo da aber weiter boomt, wo weiter für Jahren Millionen Benefice gemäht gesehen, an Kollektivvertrag lang nicht geschieht das für die Leute, die schaffen Leute, die aber dort Stange recht gehalten haben, und die auch die Reichtum erschafft und an dem Sektor, und wir sind nur schwierige Kollektivvertragsverhandlungen, und sind Leute aus dem Syndikat Prater mobiliseiert dafür sich dafür anzusetzen, dass sie dazu einem Kollektivvertragsaufschluss können, und sie sind auch Prater nach Koch anzugehen, und sie machen Appell und Patronat do raisonablen Akkord zu finden für den Sektor. Mit das nicht so einfach auch haut, egal wie können man nicht da leben, dass Leute nicht sollen kriegen, wo sie langsam schon ganz lang werden. Andere schwierige Sektoren sind an der Industrie, um einen Reiplan Maintien Emploi, und das Madrid Restrukturationen, die passieren, das lebt mir man das. Wir suchen dafür, dass Leute also an der Beschäftigung bleiben, auch wenn sie vielleicht nicht an ihrem Betrieb weiter Platz kriegen, weil du Produktionslinien zugemacht gehen. Gehen nicht andere Sektoren an der Industrie, die gut laufen. Die Industrie ist sicherlich ein Bereich, der von den Transitionen stark betroffen ist. Du fallen Plätzen wasch, aber du gehst neuer geschafft, und du siehst mir dann dafür zu sorgen, dass kein auf der Schreck bleibt. De Moje ganz hart konfrontiert gehen wir dann als Schließung Bosch Siemens BSH. Wir werden ein Kommuniqué machen, Betrieb in Lützburg, ein rund 50 Leute beschäftigt, und lo décidé tut in deren so zu machen. Nicht richtig schon mal verstanden, weil nicht nach 4 Moment Boutique abgemacht und so, und das auch gelaufen, aber das ist eine Decision von der Mise en Mer zu Lützburg, die Filialen so zu machen, ein 50 Leute betraf. Mit Coca-Cola sind wir Streit auf der Kollektivvertragsfront, sie meisten nicht den, sondern es geht nur um das Schlichtungsamt, ein Betrieb, dem es eigentlich gut geht, mit den Leuten nicht wollen, die zurückgehen. Ja, und so sind wir, dadurch geht es nicht aus. Und sie geht es auch auf den allgemeinen gesellschaftlichen Fragen nicht aus, von wie gleich als Gesellschaft dann. An da schließen wir dann auf. Wir stehen für Diversität, wir stehen für Freiheit, wir stehen auch zu dem Pride Festival zu Ascht immer werden wir feiern wie alle Jahre wieder. Und das sind wir groß abgestaltet. Wir werden auf der Demo teilholen am Kochtisch mit einem Stand. Also Gebel zu Ascht, wir sind ganz froh drauf. Die hat der Fischer an der Vitrine gesehen von Gebel. Wir haben da auch irgendwo Affichen, Buttons und so weiter. Wir stehen zu der Diversität an, wir stehen auch für Männer an. Frauengleichheit und dafür ist unser Departement Equality auch aktiv. Wir haben eine ganze Reihe an Aktionen an eine Kampagne gestartet, die unter dem Motto heißt, Platz von der Frau also an der Gewerkschaft, nicht an der Kachplack. Und dafür haben wir auch da Affichen an eine ganze Reihe Evenementen, Konferenzen, Informationen, Happenings zu dem Thema, wo man sicherlich nach Wertenobech zurückkommen. Da haben wir dann als Komitee National aufgeschlossen, eine Pressekonferenz, und das war so leid, gell. Ich weiß auch nicht, wie wir die Zeiten hier kriegen, mit das zu viel. Ich weiß. Merci für Geduld.